wieder 2 Stunden und man ist eigentlich dann tagsüber müde und zu nichts mehr fähig. Also es ist keine angenehme Sucht auf alle. Also es gibt keine angenehme Süchte, aber bei problematischen Konsummuster gibt es da echt extrem abhängige. Aber das sind sehr, sehr wenig und also nicht so, wie es in den Medien heißt, dass man da gleich stark abhängig wird. Also erst bei bedenklichen Konsummustern gibt es da Probleme. Allerdings, wenn es jetzt als Langzeitstudie bei Narkolepsie oder so verwendet wird oder zum Alkoholentzug, dann ist halt die Motivation, warum ich das nehme, anders. Und da gibt es eigentlich überhaupt keine Abhängigkeit. Also als Medikament ist es sehr gut auch zur lang andauernden Behandlung. Nächste Folie bitte. Zum Abschluss noch das Rechtliche. Das war ein bisschen absurd. Mit der 16. BTMG-Änderungsverordnung wurde GHB verboten und somit auch sämtliche Ester, Ether und Methylverbindungen und Salze und so weiter. Jetzt haben wir ja erfahren, dass GBL und GHB im Zusammenhang des Esters stehen, also ja, genau, wisst ihr schon, was ich meine. Und somit eigentlich mit der 16. BTM-Änderungsverordnung auch GBL verboten worden wäre. Und GBL mit so einer Jahresproduktion und mit so vielen Einsatzmöglichkeiten, da hätten wir so ewig unzählbar viele Leute allein in Deutschland zu Dealern und Drogenhändlern gemacht, vor allem via SF. Das ist eigentlich unmöglich, dass man da eine Sondergenehmigung braucht, um mit GBL zu arbeiten, weil das ja überall verwendet wird. Das ist ihnen dann relativ spät gekommen, also vom 20. November bis zum 12. Februar haben sie gebraucht. Das wäre am 1. Mai wäre das dann in Kraft getreten. Also haben sie es aber trotzdem noch rechtzeitig gewährt und haben gleichzeitig die 17. Änderungsverordnung gesetzlich gemacht am 1. Mai, die dann eine Ausnahmeregelung für GBL und für THF beinhaltet hat. Dann nächste Folie bitte, das ist auch die vorletzte Folie. Das GBL, das wird nur durch Monitoring erfasst. Das ist eine freiwillige Selbstinformation von Händlern, die das abgeben. Wenn man das kauft, dann steht es dem Verkäufer frei, ob der die Information weiterleitet. Also wenn jetzt irgendeine Firma das regelmäßig bestellt, wird das wohl nicht weiterleiten und das ist kein Problem. Wenn jetzt eine Einzelperson 20 Milliliter irgendwo versucht zu bestellen, dann kann schon sein, dass da die Polizei dann vorbeischaut. Obwohl es ja eigentlich erlaubt ist, aber die kommen dann trotzdem vorbei. Also das ist so ein bisschen gesetzliche Willkür dann, weil man ja eigentlich was Legales bestellt hat, aber trotzdem schauen sie, ob man daraus vielleicht GHB hergestellt hat oder ob man das weitergibt. Weil wenn man es nämlich weitergibt, deswegen ist es auch gut, dass noch gleich viel drin ist, dann hat man ein Problem mit dem Arzneimittelgesetz. Aber so, weil Weitergabe von was das wirkt, ist eben auch durch das Arzneimittelgesetz dann geregelt. Ansonsten ist es kein Problem. So, die letzte Folie ist ja das Wunschkapitel, das steht nicht drauf. Ich habe das hier mal ausgedruckt. Falls jemand Fragen hat oder so, oder noch irgendwo, wenn ich irgendwo noch näher auf irgendwas eingehen soll, dann dürft ihr das gerne machen. Ansonsten wäre ich jetzt nochmal auf das eine Zitat, da wollte ich nur einen Satz dazu sagen. 2 Tage später, nachdem dieses, wie wir jetzt ja hoffentlich gemerkt haben, recht übertriebenen Aussage, die GHB erst als Droge bekannt gemacht hat, wurde 2 Tage danach widerrufen vom Bundesdrogenbeauftragten und der hat gesagt, nee, wir haben eigentlich gar nichts geschlagnahmt und eigentlich wissen wir auch von keinen Toten oder so. Der hat alles wieder zurückgenommen, aber ihr könnt euch ja denken, dass es dann in den Medien nicht so in der ersten Seite von der Bild war und so. Das ist eigentlich nicht aufgetaucht, aber er hat es zurückgenommen. So, das war's dann von meiner Seite. Er hat es gut erklärt eigentlich. Ja, das habe ich von einem Freund ausgeliehen oder geschenkt bekommen. Das, Wo haben Sie das her?